Wie lange haben Sie geübt, das so schön lesen zu können? Nicht lang. Nun muss ich aber auch sagen, achso, Hochdeutsch. Ja, bitte platt. Nicht lang. Nun muss ich sagen, ich habe als Kind viel gelesen. Hochdeutsch, nicht platt. Ich bin auch Hochdeutsch abwusst, platt kein Noter. Ich bin über Theaterspielen oder plattdeutsches Spruch hingekommen. Ich habe da schon mal mehr gelernt. Und ich bin eigentlich auch schauspielerisch. Ich habe nur schauspielerisch gelernt. In einer anderen. Und du heuert lesen, du auch. Ja. Das ist normal. Also, ich hätte mich schon viel für Bücher und für das Lesen begeistert. Mein Öllern hat mich vorher viel vorgelesen. Das kriegt er dann so mit. Und ich lese für mein Leben gern. Und dann ist so ein Buch als Lenas größter Wunsch auch ein Geschenk. Ich kann mit den Stimmen, mit dem Spruch arbeiten. Und ich meine, ich habe das vielleicht vorher in der Hand hat. Ja, okay. Also, das ist, so ein Kinderbuch ist ja, das ist ja auch kein Hamlet. Muss ich auch sagen. Ja. Aber das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie sind Sie zum Platt gekommen? Das haben Sie jetzt schon selber beantwortet. Wenn man das nicht von zu Hause mitbekommt, wie haben Sie das Platt dann gelernt und sich so zu eigen gemacht? Tja, das ist eine gute Frage. Also, ich habe das schon mal so ein bisschen mit auf die Ohren kriegen. Zumindest das hilft. Mein Vater hat in Ole Dörp in der Druckerei, da bin ich mit so einem Schrifttisch abwussen. Und da konnten in der Dörp die Leute damals noch kein Hochdeutsch. So hätte ineinander schon mal platt snackt. Da hätte ich das zumindest mal heuert. Ich wäre freu ins Ohnsorgtheater mitgeholt. So, und jedenfalls musste halt auch plattdeutsche Texte selbst lernen. Und da habe ich das aber wie in Früh und Nordfriesland und Dithmarschen, da hätte eine Grenze wohnt, Christabad, der hat mit mir platt öft. Der hat viel mit mir platt öft, einfach bloß lesen, gut snacken eins. Und hat schon mal gesagt, Mensch, aber du hast Talent, snack mal mehr. Ein Mund snacken. Und wenn du Fehler machst, ist Polygon. Was snackt? Ja, das ist ja so, ich komme aus der Nachkriegsgeneration, wo man Wert darauf gelegt hatte, Hochdeutsch zu sprechen. Ich kann viel verstehen. Ich habe sie auch wunderbar verstanden. Ja? Aber sich zu trauen, das zu sprechen, das ist bei uns im Verein eben auch so, dass die Leute sich nicht trauen zu sprechen. Sie hören, sie können es verstehen, nicht alles, aber vieles. Und dabei bleibt das dann. Ehrlich gesagt, manchmal habt die Plattdeutschen aber auch selbst schuld. Also wirklich, ich muss auch mal tolerant sein. Das wäre mein Appell an die plattdeutsche Welt, denen will, dass die alle wieder Platz hat. Da habt ihr recht. Das Gift löst, sie sagt, fein, dass du snackst. Treffe ich gesagt, du hast just eben was verkehrt gemacht. Alles gut. Das Gift aber auch. Und sie sagt, na, Plattdeutsch abwussten bist du ja nicht. Du hast einen Fehler gemacht. Also dann lieber gar nicht snacken als so. Oh nein. Das sind Leute, denen Lust und Mut, das Buch zu lernen. Wir von durch jedes Entkommen, ein Flüchtling, der versucht sich auf Deutsch zu verständigen und dem macht einen Fehler. Du sagst dir doch an, ist ja cool, ich helfe dir verstummen. Mach wieder und das war Stücker wie später. So könnt so viele Plattdeutsche das nicht. So können sie nicht einfach nur akzeptieren, ich lehre das noch. Oder ich snack einen anderen Platt als du. Sag ich dir auch viel. Ich habe so viel plattdeutsche Ohren. Na, nie Platt ist das schon nicht. Also wenn ich das anheule, hätte ich keine Lust mehr. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön.